So hat der Hans mit diesen Gespenstern gekegelt. Und wo es Eis geschlagen hat, ist alles wieder verschwunden gsi. Am nächsten Morgen kommt wieder der König. Wie ist es dir das mal gegangen? Ja, ich habe mit so ein paar Grüsel gekegelt. Es war lustig. Ich habe nur 3 Franken verloren. Aber das Gruseln habe ich immer noch nicht gelernt. Und dann kommt die 3. Nacht. Der Hans hockt auf dem Bänkli. Wenn's mir doch nur endlich gruseln würde. Wenn's mir doch nur endlich gruseln würde. Es wird 12. Die Türe springt auf und 6 grosse Männer kommen rein mit einer Kiste wie einen Sarg. Sie stellen sie auf den Boden und nehmen den Deckel ab. Ein eisiger Wind weht aus dieser Kiste raus. Und da liegt ein Mann mit einem schneeweißen Gesicht. Der Hans geht näher und fragt, ist das echt mein Vetter? Hey du, dein Gesicht ist ja kalt wie Eis. Warte, ich tue die Wärme. Der Hans legt dem Mann die warme Hand aufs Gesicht. Aber es wird nicht wärmer. Jetzt nimmt er die Gestalt raus. Sie ist ganz leicht. Nimmt sie auf den Schoß, hockt mit ihr ans Feuer, reibt ihr einen Armen um die Beine und auf einmal kommt ihm in den Sinn, wenn 2 nebeneinander im Bett liegen, dann können sie sich am besten wärmen. Er legt die kalte Gestalt ins Bett, deckt sie zu und liegt daneben. Und es geht gar nicht lang. Fängt der Mann sich an zu bewegen, hockt auf und legt dem Hans beide Hände um den Hals. Jetzt Königin, verwagle. Der Hans macht sich los und kommt zum Bett aus. Was? Du, was fällt dir Riesel, dass dein Dank sei? Ich habe dich gewärmt und du willst mich verwageln. Ja, das wärmen wir dann noch. Kannst grad wieder in deine Kiste rein. Er lupft den Mann aus dem Bett, legt ihn wieder in die Kiste und macht den Deckel zu. Und wie aus dem Boden gewachsen, stehen die grossen schwarzen Männer da und tragen die Kiste fort.